Geschichte vom heiligen Samichlaus. Vor langer Zeit, um das Jahr 270, ist an der südlichen Küste von Kleinasien in der Hafenstadt Patras ein Kind auf die Welt gekommen. Samichlaus war sein Name. Und Samichlaus bedeutet ungefähr der das Böse besiegt und Gutes tut. Seine Eltern haben Anna und Euphemius geheissen. Es waren reiche, liebe und fromme Leute. Darum haben sie auch ihrem Sohn gelehrt, den armen Leuten zu helfen in der Stadt. Als der Samichlaus ein junger Mann war, ist er dann Priester geworden. Kurz darauf sind dann leider seine Eltern gestorben. Von denen hat er ganz viel Geld geerbt. Aber der Samichlaus wollte nicht alles für sich behalten, sondern hat es geteilt mit denen, die es nötig hatten. Im Samichlaus seiner Nachbarschaft hat ein Edelmann, der kein Geld mehr hatte, mit seinen 3 Töchtern gewohnt. Weil sie so arm waren, haben die Töchter keinen Mann gefunden. Einmal am Abend hat der Vater zu ihnen gesagt: «Jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Uns fehlt einfach alles.» In seiner grossen Not hat er seine Mädchen sogar wie Bettlerinnen auf die Strasse schicken, für Geld zu verdienen, weil er Angst hatte, sie müssen alle verhungern. Der Samichlaus hat das gehört. Am nächsten Abend hat er 3 Klumpen Gold in ein Tuch eingebunden. Heimlich ist er zum Haus von seinen Nachbarn gegangen und hat das gefüllte Tuch durch das offene Fenster hineingeschossen. Riesengross war die Freude, als der Vater das Gold gefunden hat. Er hat Gott danket dafür, dass er durch das seine Töchter nicht wegschicken musste. Später hat der Samichlaus das Haus von seinen Eltern verkauft und ist in die Stadt Myra gezügelt. Myra ist am Meer gelegen. Es war eine grosse Stadt, wo es lebhaft zu und her gegangen ist. In den Strassen und auf den Marktplätzen haben Händler und Handwerker ihre Waren angeboten. Aus allen Ländern sind die Menschen mit ihren Schiffen angereist und haben sich in den engen Gassen getummelt. Der Samichlaus hat eine Gruppe mit Männern und Frauen um sich versammelt, um mit ihnen zu beten und aus der Bibel zu lesen. Er hat Gottesdienste gemacht, den Kindern Unterricht gegeben und hat allen geholfen, so gut wie er konnte. Es ist nicht lang gegangen, da hatte er eine eigene Gemeinde. Er war in ganz Myra bekannt und beliebt. Als der alte Bischof von Myra gestorben ist und ein neuer gewählt werden musste, ist der Samichlaus zum Bischof geweiht worden.